Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag eingeschaltet hast en du bist. Ik heb hier vandaag met mij Leonie Engel en ik zal sie Edward Giesbrecht. So, wir sind hier von der R2, aber hier im Raum sind noch ein paar Personen mehr, die uns helfen, das abzunehmen. So, wir sind nicht allein. Wir wollen über ein Thema reden, was Krieg von dort redet, Einsamkeit. Was bedeutet Einsamkeit, Leonie? Einsamkeit ist, wenn ich mich allein fühle. Oder ich habe das Gefühl, ich hier nicht tue. Ich hier nicht zu dieser Gruppe, ich hier nicht zu dieser Familie, nicht zu dieser Gemeinde, was immer ich hier nicht tue. Kannst du dich in eine große Herde Menschen auch noch einsam fühlen? Aber ja, so ja. Krieg das Gefühl nicht, ich ziehe nicht Port von das. Oder auch man hat das Gefühl, mich versteht keiner. Ich selbst fühle Einsamkeit immer so, dass ein Loch im Hort, was keiner fällen kann. So, manche sagen, ja, ein Mensch, der allein ist, der fühlt einsam, ein Mensch, der vielleicht eine Welt früher, dann weht man, oder einer, der eine Jugend als keine Freunde hat. Das sind Menschen, die einsam sind, nicht? Aber das glaube ich nicht. Diese Beschreibung, als du mir das Fernprogramm setzt, ein Loch im Hort, was keiner fällen kann, ich schreibe mir das hier für mein Buch ab, wenn, ich glaube, das sagt, dass einfach mit ein paar wie ein Krieg dort, was Einsamkeit ist. Und ich glaube wirklich, man hat viel davon gelesen, dass in großen Städten ist eine von den meisten Einsamkeiten in New York, wo Millionen Menschen wohnen, dort wo das meiste Einsamkeit ist. Wenn jeder einer denkt an sein eigenes Leben, und du hast nicht mehr die Gemeinschaft, nicht mehr das Hauptsache. So, was du wieder sagen? Sie, ich glaube, dass du kannst ein Jugendkreis sein, du kannst eine Schule sein, du kannst eine Familie sein, oder auch eine Ehe, du kannst befreit sein. Das ist eigentlich sehr eint, das ist sehr dicht taub, nicht? Und trotzdem kannst du die einsam fühlen. Wer sind Personen in der Bibel, die sich einsam fühlen? Wir finden ganz am Anfang in der Bibel, all der erste Mensch fühlt sich alle einsam, so das sind sehr alle Timer. Adam sagt, er fängt China was anpassen. Ja, das nicht, wie China. Und, ja. Dann wieder in der Bibel finden wir zum Beispiel auch Elia. Elia hat so viel mit Gott erlebt. Das Volk hat gesagt, Gott wird der reiche Gott, nicht der Baal. Und dann auf einmal sagt der Isabel, aber ich will die anbringen, dass du meine Priester angebracht hast. Und dann klebt er ut. Und dann wird er sehr einsam. Er rennt an den Wüsten und schmeißt sich in den Stock an, wie so meid und der ut. Und er will bloß noch sterben. Wie keine Hoffnung für am halb Jahr allein. Im Neuen Testament, was sagt das? Und im Neuen Testament finden wir eine Geschichte, ich glaube, du sagst nicht mal den Namen, das ist einfach ein Kranker, der am Wasser von Bethesda lag. Weil du, wenn es Hannen waren, beweist das Wasser, und das heute wird erst nennen, kam an das Wasser, der wird dann geheilt. Und deshalb wir alle 38 Jahre krank. Und er sagt selbst, Jesus redet am, und er sagt zu Jesus, ich hatte keinen, der mich nennen reicht. Er war einfach ganz allein. Und ich nehme an, du waren viele Menschen am das Wasser gewesen, aber er war einsam. Er hat keinen. So, man sieht, wo die Bibel voll ist, und das sind nicht bloß 3 Beispiele, das sind noch hunderte mehr. Wir haben die nicht bloß alle nicht genannt. Kann das noch was Gutes sein, wenn ich eine einsame Zeit habe oder eine Einsamkeit lebe? Ich glaube, Einsamkeit ist die beste Zeit, um Gott zu sehen. Okay. Wenn du erst nicht mehr drauf bist mit deinen Freunden, nicht drauf bist mit deiner Familie, wenn du glaubst, dass du ganz allein hast, du endlich mal Zeit, mit Gott allein sein, ja. Für mich das ist eine sehr gute Zeit, um Gott zu sehen, aber für uns wie dann, wo ich Gott sehe. So wie, ich weiß aus der Quarantäne anfangen, da aber immer jeder tun an, dass das Ganze mit dem Coronavirus abkommt. Dann können wir auf einmal alle nicht dort tun, was wir erwartet werden. Nu habe ich mal Zeit zum Bibel lesen. Dachte ich würde nicht mal Bibel lesen. Glaubst du, ich las mal eine Bibel? Nee, ich denke nicht. Nee, ich denke am Anfang nicht. Nur ja. Aber ich muss mich erst entscheiden, Gott zu sehen. Das kommt nicht von selbst. Hat nichts mit der Quarantäne zu tun? Nee, das hat nichts mit das zu tun. Ich habe mehr Zeit, ja, aber das denke ich von selbst. Ich muss mir sagen, ich will hier abschauen, ich will das und ich will ja und anders, ich das tun. Wenn ein Mensch merkt sich von allein drauf, der sieht nicht Gott von selbst. So du sagst, das kann eine gute Zeit sein, Gott zu sehen. Und
wat ons fehlt, is nu irgendwie, dat dit Lachen hart tot komt. En met wat je dat tot te merken? En ik geloof dat bloos God kan dit Lach te merken. Ik heb lang verzocht, dat ze handet je dat mijn man zal dat Lach in mijn hart val merken. En die kan dat niet. Die komt er niet aan. Dat is dit uit bijna bij mij, dat kan je niet aan. Je roept dat vertelt, dat die man dat zal ik zien, dus voet hier daar, nou, dit oormatje, wat zal hij, hij lacht te merken, wat God zal te merken, niet zo? Maar dat we hier een spoos in ons, niet zo? Maar wo schek God, nog eenmaal, dat hij direct de antwoord scheken dat, wo hij wat vorig merken dat? Na mir wird das interessant. Ich bekijk mich gerade, das sind 3 Beispiele in der Bibel, nicht? Ich dachte dann, warum steht hier, wie Gott der Einsamkeit helfen deut? Und dann wird mir das interessant, wie verschieden. Gott deut gleich allem gleich. Dem Adam zum Beispiel, dem brachte ein Mensch, dem brachte Eva, dem brachte ein Partner. Aber Elia nicht. Elia war da am seine Einsamkeit verhalten, gab er ihm nie einen Abtrag. Er sagt ihm, nu gut, eine ganze Reihe gab er ihm ab, was er nicht tun soll. En Elia war da ganz mütig und kreeg nie Müde und Kraft, nicht? En dem Kranken war da, dem deut Jesus heulen. Und dann sagt er so, nu nimm deine Sache und go trainen dein Haus. Also, der hat eine wahrscheinlich, das hat einen kranken Körper, nicht? Aber als seine Jästlich, wir haben ihn verlassen tot. Und Jesus will ihn verlassen tot heulen, um dort ich war, kann ab andere Menschen abtauchen und Gemeinschaft haben. En dat is interessant te zijn dat God, hij heeft niet een Rezept wat hij bloß uitdelen deed, een medicijn wat hij ons alle afhouden deed, je ziet niet meer einsam, sondern waar hij jeder een zijn eenzaamheid op een bijzondere weg aankomen deed en die verhelpen deed, niet zo? Waar kan man eenzaamheid verleren, waar kan die verhelpen worden, wat hast u verantwoorden? Ich würde sagen, wenn ich einsam fühle, dann ist das Beste, ich gehe und sehe Gott. Für mich ich gleich dann, wo ich allein bin, wo ich Leute beten kann, wo ich mich einfach mit Gott vertalen kann, mit Jesus vertalen kann. Aber dort wie einfach Gott sieht und dort wie uns vom Heiligen Geist wissen lassen, was ist nu für meine Einsamkeit die Medizin, nicht? Was würde mir nu helfen mit meiner Einsamkeit? Ist dort Gott will, wem in mein Leben entstellen? Hat ich dir auf? Ist dort op, zie ik op dafür, dat wer kan in mijn leven aankomen. Oder ist dort, dat God wil mij niet een opdracht geven, hardheid doen nog. Oder ist dort vielleicht ook dat God mij zegt, du bist du und du verlaatst. En hij wil mij huilen, omdat ik wel eruit zie om op andere tijd te gaan. En einfach dat ik mij de tijd neem en met God te overreden en hard, wat zegt hij mij. Sehr interessant te horen van die Leonie, waar du ook van die persoonlijkheid leven sei das wenn ich das hier so nahe kann, die hat eine Zeit lang die einsam gefällt und dann hat sie, dann hat sie seine eine andere Frau gesagt hat, weil geschrieben hat, dass sie auch einsam wie. Und was fällt sie, als sie das sagt, dass diese Frau das schreibt? Ja, das wäre eine Person, die kann wirklich einsam fühlen, wenn man menschlich geht, nicht? Die hat alle Menschen am verloren. Ja, die wir allein. Und aber, das wir aber nicht, was sie schreibt, wir aber nicht mehr lösen. Also sie sagt, Jesus ist mein Freund, der begleitet mir in meinen Einsamkeiten. Und kriegt der auf, weil ich auch einsam. Und ich habe aber meinen Mann beziehen, ich habe Kenia, ich habe meine Wiederfamilie, meine Eltern, alles ist dicht bei, Freund. Und menschliche Kick hat echt keinen Grund, einsam zu fühlen. Und ich fühle gerade so einsam. Und dort merkt das vielleicht bloß nach eurer die Einsamkeit, wenn es die hat keinen Grund, einsam zu fühlen. Sperrt sich so, nicht so? Aber was seht ihr dann zu dieser Früh? Ich vertelle diese Früh dort, um auch Mut zu merken und zu sagen, nicht bloß du fühlst einsam. Wenn du auch so sitzt, du kuss. Auch wenn du willst Mann haben, auch wenn du willst Kinder haben, auch wenn du willst Familie und alles dicht dran haben, kann das passieren, dass du einsam fühlst. Das ist nicht bloß, wenn du so, und das ist Leonie kriegt best, nicht? So, das kriegen dann, wo wir sind. Und in was für eine Lebenssituation wir sind. Wir können alle mal einsam fühlen. Ich glaube, wir dürfen alle mal einsam fühlen. Ja, haben wir das, wir alle. So, was kostet eine einsame Person von Mut? Wir können das Wort geben. Ich würde bloß sagen, bet und hol die Uhr auf. Für das, was Gott für dich reut hat. Es ist eine Person, die will nicht die kommen. Es ist, dass du wem seht, dass du wohin gehen. Oder es ist auch, dass Gott will dir eine neue Arbeit geben. Amen. Vielen Dank schön, Leonie, für das Thema. Und ich weiß, Gott hat vielleicht in den Hort von dir auch engagiert und gesagt, das ist ein Thema für die, vielleicht magst du den nächsten Staub nehmen. Und ein von den Stauben ist vielleicht, dass du das Programm rückchecken ist. Und
sagst, hey, das ist ein Programm vielleicht für dich, vielleicht weißt du irgendeine Person, die das kriegt, braucht das. Und sagst, hört das Programm nach, das kann ein Sehen sein. Und vielleicht hat Gott eine andere Sache für dich, wo du dich loskommen von der Einsamkeit, was immer für dich ist, dort. Und ich möchte Gott das sehen wünschen, wie hier von Ekran, wie bete für dich, dass Gott mit dir sein kann. Wir wünschen dir Gott das sehen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 7788 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.